Guten Morgen. Gestern Abend ist es später geworden wegen dem Flo im Training. Darum sind wir heute etwas später auf. Normalerweise fängt unser Tag etwas früher an. Der Flo ist schon am Duschen. Darum würde ich sagen, fangen wir gegen den Morgen an. Dann können wir nachher loslegen. Wir haben uns schon lange nicht gemeldet, weil wir ehrlich gesagt einfach nicht dazugekommen sind. Wir waren noch eine Woche in Argentinien. Zwar sind wir die mit Edelweiss an. Sie nehmen 2018, also ich glaube im November, 7. November, wenn ich mich nicht täusche, Buenos Aires als neue Destination in ihrem Programm auf. Und um die Destination zu promoten, ist eine Woche organisiert worden in Argentinien, wo man an verschiedene Destinationen gereist ist, Material geshootet hat, was dann für die Webseiten und Social Media Kanäle und so verwendet, um die neue Destination zu promoten. Es war sehr intensiv, also nicht vergleichbar mit den Reisen, die wir vorher gemacht haben. Aber es hat sehr viel Spass gemacht, wir haben unglaublich viel gelernt, tolle Leute kennengelernt und ja, einfach eine super Zeit gehabt. Heute haben wir nicht viel geplant, darum nehmen wir euch einfach ein bisschen mit durch den Tag. Wir haben auch wieder mal Lust, ein Video zu machen, darum ja, schauen, was der Tag bringt. Ich habe jetzt die letzten 2 Stunden damit verbracht, unseren Budgetplan aufzustellen, weil der ist eigentlich schon lange fällig gewesen, dass wir mal aufschreiben, was wir für Ausgaben werden haben dieses Jahr und dass wir uns ausrechnen, wie viel wir verdienen sollten, da wir jetzt ja selbstständig sind. Ja, sehr viel Bürokrat. Jetzt haben wir aber Hunger, darum gibt es jetzt etwas zum Mittag. Es ist schon Eis. Und heute gibt es ein bisschen Salat, Veggie-Plätzchen und Reis. Habt ihr das schon mal gesehen? Wahrscheinlich schon, einfach wir haben das noch nie gesehen. Einer, der länger frisch bleibt, also Salat noch mit Wurzeln. Und den haben wir jetzt am Samstag gekauft und der ist wirklich noch voll frisch, also 4 Tage. Nicht schlecht. Also, wir mal kochen, dann gibt es bald mal etwas zu essen. Die Veggie-Plätzchen sind echt noch gut. Wir hatten jetzt zum ersten Mal gehabt, das sind die vom Coop. Echt gut gewesen und nahrhaft, auch für Nicht-Veggies, gell? Das ist eine gute Beilage. Und gerade vorher im Blick gesehen, in Zürich geht der erste pure Coop-Karma-Laden auf. Aber sie hat doch schon einen in Fribourg. Nein, der wird erst gebaut. Ist der allererste? Mhm, glaub's. Und in Fribourg wird der zweite gebaut. Habe ich gemeint. Ich meine, in Fribourg gibt es ja schon, in Zürich baut der zweite und der dritte ist schon in Planung. Oder so, keine Ahnung. Wir sind beide falsch gelegen. Also, jetzt zum Richtigstellen. Es gibt schon einen Shop im Zug, sie sind gerade einen am Bauen in Zürich und es ist ein dritter geplant in Fribourg. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, auf jeden Fall ist es recht cool. Ich bin gerade am Color Grading von den Argentinien-Videos. Und das ist krass, das ist ja das erste Mal, wo wir ausgiebig mit der GA5 gefilmt haben. Und das ist Wahnsinn, was du alles rausholen kannst. Wir mal schauen. Vorher. Nachher. Und für die, die bei den Lumetri-Scopes rauskommen. ist echt krass, wie viel wir hier rausholen können. Ja, es ist echt geil, was man hier noch alles machen kann, bevor man das Bild kaputt macht. Also bei der GA4 habe ich schon recht bald gemerkt, dass es nicht so viel mag leiden. Und jetzt bei der GA5 ist es doch irgendwie noch ein bisschen mehr spatzig rum. Ready? Ich denke, bei diesem schönen Wetter, wir noch ein bisschen raus,
Gefahr ist nämlich, wenn man von die Hause aus arbeitet, dass man natürlich nur noch zum irgendwie Posten oder so zum Haus ausgeht. Also nicht, dass jetzt die letzten Tage wirklich einem angemacht haben zum Rausgehen, aber heute ist wieder mal richtig, richtig schön. Darum gehen wir, glaube ich, gehen wir an die Aare. Wo gehen wir an die Aare? Gut, gehen wir an die Aare. Gehen wir an die Aare? Gehen wir an die Aare. So ein Spaziergang ist ja gut, um den Kopf zu lüften. Das ist irgendwie das erste Mal gefühlt seit Ewigkeiten, wo wir das wieder mal wirklich machen können. Wir haben uns darum jetzt gerade ein bisschen Gedanken gemacht über die Videos, die wir bis jetzt rausgehauen haben das Jahr. Und ja, irgendwie ist es schon schade, dass wir halt nicht mehr ganz so viele Videos machen wie noch letztes Jahr, als wir auf der Reise waren. Wir haben halt irgendwie den Anspruch an uns, dass jedes einzelne Video einfach mega gut muss sein, auch qualitativ vor allem, dass wir immer die grossen Kameras und alles dabei haben. Und ja, ich weiß auch nicht, durch das haben wir jetzt halt schon im Ganzen so viel gemacht. Hohe Ziele haben oder einfach hohe Ansprüche an sich ist ja eigentlich etwas Gutes, weil das bringt einem schlussendlich weiter. Aber wenn es einem dann so blockiert, dass man nicht weitermacht, ist es einfach mega schade. Das ist, glaube ich, etwas, wo noch viele Kreative damit strugglen, dass sie das Gefühl haben, sie wollen jedes Mal, also jetzt irgendwie ein Künstler, jedes Bild, das er macht, muss der neue Picasso sein oder so, aber es geht ja eigentlich mehr darum, dass man einfach etwas macht und dass man regelmäßig etwas macht und dann kann es halt auch mal, also muss man sich wie erlauben, dass es auch mal ein Video gibt, wie vielleicht das jetzt, wo ihr da schaut. Aber ich finde, es ist ja nur im kreativen Bereich. Also es kann auch im Job sein, dass man irgendwie eigentlich gerne mit denen will und sich ein Ziel setzt, aber dass man viel zu fest Angst hat, davor zu scheitern, den Weg nicht so gut zu meistern und darum gerade sein. Das stimmt. Ja. Also das, was wir uns so zu Herzen nehmen, das hoffen wir, dass ihr euch das auch zu Herzen nehmen könnt. Es muss nicht alles perfekt sein. Wir haben den Mut, auch mal etwas, was vielleicht unperfekt ist, einfach loszulassen und rauszugeben, bevor es auch perfekt ist, weil das bringt dann schlussendlich trotzdem auch weiter. Ja. Wir genießen jetzt hier noch mal ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen, bald ist sie da unten. Wir könnten hier noch ein bisschen Bärlauch sammeln und eine gute Bärlauchpesto machen. Ich hoffe, wir haben jetzt trotzdem irgendetwas daraus rausnehmen und es hat euch Spass gemacht, mal einen kleinen Einblick zu haben, einfach in unseren normalen Alltag, wie er jetzt halt wieder aussieht hier in der Schweiz. Und ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine gute Zeit, habt euch Sorge. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es jetzt höchste Zeit. Aber das wisst ihr ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Need you more when you go, I need you more every day. Keep a foot on the brake in case I lose